Servus ihr Lieben, heute ist Samstag, wir haben 1 Grad, es ist Nebel und gefühlt hat es ungefähr minus 3 Grad, aber egal. Ich war letztes Wochenende schon unterwegs beim Sondeln, ich habe aber nur Schrott gefunden und warum soll ich daraus ein Video machen? Das will kein Mensch anschauen. Schrott gehört zum Sondelalltag dazu, aber das zu filmen, das auszugraben, wird es bei mir nicht geben. Ich hoffe, ich bin jetzt auf einem anderen Acker, da wo der, ich zeige es euch gleich nochmal, mit dem Rosenkohl und so weiter. Und da würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Boah, ist das kalt. Pervers. So, ihr seht hier den Acker und das hier habe ich fälschlicherweise als Grünkohl, als Rosenkohl bezeichnet. Das ist aber hochwachsender Grünkohl. Ihr seht's, der ist hochwachsend. Und wenn wir jetzt mal darüber gehen, da ist Rosenkohl. War mein Fehler, sorry. Für alle, die geschrieben haben, dass ich mich getäuscht habe, ihr habt vollkommen recht. Und da seht ihr schon den geilen Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl, mega geiles Zeug. Und hier wächst Rosenkohl ohne Ende. Also für alle, die nicht wussten, wie Rosenkohl angepflanzt wird, ihr seht es jetzt hier, so sieht Rosenkohl aus. Lecker. Cool. So, ihr seht jetzt selber den Nebel im Hintergrund. Die Ackerfläche hat sich sehr verändert zu dem, wo ich letztes Mal hier war. Ich hoffe, dass es heute einfacher ist, hier durchzusondeln und ich hoffe auf schöne Funde. Ich bin wie immer mit dem Garrett Apex unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und es wurde letztes Mal angemerkt, dass ich nicht im Multifrequenzmodus unterwegs bin. Das ist richtig gewesen, weil ich wollte einfach mal mit den verschiedenen Frequenzen zurechtkommen. Wie ihr seht, laufe ich ab sofort im Multifrequenzverfahren, was ja eigentlich das Hervorragende an dem Garrett Apex ist. Genau, genug der Einführung. Ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Wünsche mir gut Fund und dann hören wir uns beim ersten Fund. Also, los geht's. Boah, das ist so kalt. Und es sieht aus, als wenn ich in einer riesen Salatschüssel unterwegs bin. Und ich habe jetzt hier den ersten Fund. Ich habe es noch nicht angeschaut. Es scheint rund zu sein. Schauen wir uns zusammen an. Ich tippe mal auf Kaiserreich-Pfennig. Schafstern wäre auch gut. Boah, es ist eine Kälte. Es ist Wahnsinn. He? Und barzig ist es ohne Ende. Also hier hält sich die Feuchtigkeit wirklich gut. Keine Ahnung. Es wird nicht sauber, aber ich gehe mal von einem Kaiserreich-Pfennig aus. Schauen wir im Auge. Nee, sieht nach was anderem aus. Boah, das ist ein Barze. Das ist der Wahnsinn. Nee, ich kann eine 1, glaube ich, erkennen. Aber egal, es ist die erste Münze. Und ich bin jetzt echt schon eine Zeit lang gelatscht. In dem Dreck hier. Das ist echt der Wahnsinn. Keine Ahnung. Ich sehe es immer noch nicht. Werde ich dann später mal sauber machen und dann mal gucken. Egal, die erste Münze. Cool, weiter geht's. So, ich habe jetzt sogar hier ein kleines Stück, wo der Acker schon bearbeitet ist und einigermaßen schön ist. Und ich habe hier eine kleine Musketenkugel gefunden. Ich freue mich immer über meine Musketenkugeln. Und ihr solltet euch auch darüber freuen, denn es ist für die Archäologen immer interessant, diese Musketenkugeln zuzuordnen. Super, sehr schön. Hallo Musketenkugel, weiter geht's. So, jetzt habe ich gerade die Mega-Mini-Münze gefunden. Ich lasse sie nochmal runter. Ich denke mal, ein alter Kupferkreuzer. Sehr schön, mini klein. Bis ich den mal gefunden habe gerade eben. Cool, die zweite Münze. So, dann kommen wir mal schnell zur Fundzusammenfassung. Ich habe hier eine Schnalle gefunden, die recht uninteressant ist. Deswegen habe ich es auch nicht gefilmt. Irgendwas, eine Abziehlasche und hier der Boden von der Mumpel. Genau, ein lautes Mofa fährt vorbei. Hier Boden von der Mumpel. Dann, das ist doch Kaiserreich-Pfennig. Die erste Münze, die ich heute gefunden habe auf dem Acker. Eine Musketenkugel, die ich euch vorher gezeigt habe. Und denke ich, das hier ist ein kleiner alter Kupferheller, Entschuldigung. Ich kann gerade nichts drauf erkennen und das ist echt saukalt. Also, das ist echt der Wahnsinn. Jo, nicht unbedingt viel, aber wenigstens etwas. Ich war draußen 2 Stunden beim Sondeln und der Schrott hat sich in Grenzen gehalten, muss ich echt sagen. Dafür 2 Münzen, Musketenkugel und wir sehen uns gleich wieder. So ihr Lieben,
Jetzt habe ich mir schnell an der Tanke ein Bier geholt. Man kann ja leider nirgendwo mehr hingehen und so wie das aussieht, geht es bis nächstes Jahr in den März weiter. Vielen Dank an unsere Politik. An der Stelle an meinem Post auf euch. Danke fürs Reinschauen. Trinken wir erstmal. Boah, das ist wirklich unangenehm kalt draußen. Also wenn es so weitergeht, macht das auch keinen Spaß. Also mal schauen. Nächstes Wochenende soll es ja noch kälter werden. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr selber noch sondelt bei dem Wetter. Und ihr habt es ja gerade selber gesehen. Mei, der Boden ist unterschiedlich. Ich bin ja froh über dieses kleine Ackerstück gewesen, was da schon beackert war. Nur da ging auch nicht wirklich viel und ja, mal schauen. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr noch sondelt oder ob ihr schon Winterpause macht. Würde mich echt interessieren. Und ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr euch einen Metalldetektor kaufen wollt. Bei DTI gibt es seit gestern, also dem 27. November bis morgen, den 29. November, wenn ihr einen Metalldetektor kauft, dann bekommt ihr eine DTI-Fundtasche umsonst dazu, von Garrett die Schatzsucherbox und das DTI Schatzsucherhandbuch. Das möchte ich nur erwähnt haben hier an dieser Stelle. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr selber noch sondelt. Also ich muss mal gucken. Es ist echt, meine Finger, Wahnsinn. Aber es hat gut getan. Ich war draußen, ich habe zumindest 2 Münzen gefunden und eine Musketenkugel. Ist ja auch schon mal was. Jo, mehr weiß ich gerade nicht, außer dass ich euch wünsche, dass ihr gesund bleibt. Viel Spaß beim Sondeln, wenn ihr noch unterwegs seid. Gut fund euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, haut's rein, schönes Wochenende und morgen ist der erste Advent. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht ärgern. Servus.